Und Jennifer. Die Jennifer legt sich mal auf den Bauch. Das ist so die Verteidigungsposition am Boden und da gibt es verschiedene Tricks, jemanden umzudrehen. Denn ein Haltegriff zählt nur, wenn der Partner auf dem Rücken liegt. Und der Nico überlegt sich jetzt mal, eigentlich er muss es nicht überlegen, er kann es schon, wie er anfassen muss, damit die Partnerin gedreht werden kann. Man schnappt sich den Arm, kontrolliert den gut und legt sich sofort drauf. Kopf wird festgelegt, Arm wird festgelegt und Jennifer, raus da. Versuch mal, ob du da noch wegkommst. Regelwerk sagt, 25 Sekunden hat sie Zeit, aber wenn der Kopf so eingeklemmt ist wie jetzt und der Arm auch noch dazu, da ist wenig zu machen. Da kann man auch abklopfen dann. Abklopfen wir nicht. Genau, das heißt, ich gebe auf, ich komme dann nicht raus. Aber auch die Jennifer hat zwar erst vor nicht allzu langer Zeit angefangen, aber auch die kann schon Wurf. So, Jenny, einmal dein Lieblingswurf. Zeig mal. Den Fuß von innen nehmen, nach hinten ziehen und dann mit dem ganzen Körpergewicht reinlegen und dann fällt der Partner um. Das ist die große, die kleine Innensicht. Ja, nochmal unsere Techniken auf einem Bein. Die Thea und der Jan zeigen uns das nochmal. Die Techniken auf einem Bein sind deswegen so schwierig, wenn man das Körpergewicht von zwei Partnern auf einem Bein hat. Man braucht großes, viel trainiertes Gleichgewichtsgefühl. Und die Thea zeigt uns den Uchimata, den Schenkelwurf. Dabei wird der Partner dadurch hochgehoben, dass ich mit dem Bein die Hüfte nach oben hebe. Diesmal wird die Hüfte gefegt, außen an der Hüfte vorbei und auch dabei Schwierigkeit, dabei stehen zu bleiben und nicht selber umzufallen. Sehr schön. Und Victor und Florian sehen wir jetzt noch mal ein paar Techniken, die unsere Jugendlichen dann machen. Ein bisschen dynamischer, ein bisschen mehr Kraft da drin. Was zum Werfen. Der Hüftwurf von Victor, man fällt wesentlich höher, aber auch da, man sieht, Florian steht wieder auf, hat sich nicht wehgetan, kein Problem. Das Fallen ist Bestandteil. Auch nochmal der Hüftwurf. So. Konstantin und Jens zeigen uns jetzt mal ein paar Techniken aus ihrem Programm, dass wir nicht immer nur die Jüngeren sehen, sondern der Jens, wie gesagt, 30 Jahre Pause gemacht, früher mal beim SV Obernskirchen Judo angefangen, über seine Kinder wieder zum Judo gekommen, macht jetzt seit einem Jahr wieder. Einmal die Woche, um ein bisschen fit zu bleiben. Und jeder macht bei uns nur so viel, wie er kann. Keiner wird überfordert, wir machen genug Pausen. Und anstatt den Partner, so wie es die Jungen gerade demonstriert haben, mit großer Höhe und großer Kraft hinzuwerfen, kann man das Ganze auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener machen. Kannst du auch drauf wieder. Und wieder versuchen, den Partner auf den Boden zu bekommen, auf den Rücken und da festzuhalten. Der Arm darf angegriffen werden, in dem Fall sehen wir den Anhebel, Konstantin hat aufgegeben. Das schlecht zu sehen, aber von meiner Seite sehr gut. Von ihrer vielleicht nicht so gut. So. Dankeschön. So, im Bereich Selbstverteidigung hatte ich gesagt letztes Mal, wir haben vorhin Umklammerungen gemacht. Auch mit Schlägen und Schritten kann man was mit anfangen, mit Judo. Man muss immer nur zusehen, dass man den Schritten und Schlägen ausweicht. Wir machen es mal ganz langsam und anschließend die Technik nochmal schnell hinterher. Wir beginnen mit einem Schlag von oben, Faustschlag von oben. Ausweichen, abwehren, mitnehmen, werfen. Ausschlag von vorne. Ausweichen. Vorhin schon gesagt, man darf den Ellbogen angreifen und dann den Partner zu Boden bringen. Mal. Zum Abschluss noch einen Fußtritt, die kann man eigentlich immer von der Seite ziehen. Besonders unangenehm für die Männer ist das immer, wenn der Tritt in die Mitte kommt. Rache. Ausweichen, den Tritt, den Fuß übernehmen. Ganz wichtig, ganz eklig, den Fuß verdrehen. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Nico bittet um Platz, ich weiß warum.
zum Abschluss nochmal. Darf ich selber noch mal ein bisschen schwitzen und schnarchen. Ich nehme mein Schnürchen nochmal. Ich habe gesagt, wir machen auch viel mit turnerischen Übungen, auch wenn man die 40 überschritten hat, wie ich das habe, und die Waage mittlerweile dreistellig zeigt, kann man aber trotzdem noch ein bisschen Sport machen. Und da kann man einfach mal zeigen, was kann man mit Judo und mit ein bisschen Körperbeherrschung dann auch noch. Naja, ungemerkt hat immer gesagt, nee, ich mache das jetzt so auf meine Weise nicht. Wie, für den Abend oder was ging es heute Abend? Ja, ja. Und dann, dann hat er telefoniert und dann ist er weggefahren. Ich habe mein Handy aber nicht mit, weil Eine spektakuläre Technik sehen wir jetzt noch vom Nico. Eine der höchsten Techniken, die das Judo zu bieten hat, der Kata-Geruma, das Schulterrad. Dabei fällt der Partner über die komplette Körperhöhe, wird ausgehoben und auf der anderen Seite abgeladen. Nichts, was wir im Anfängerbereich machen, aber wie man sieht, der Florian ist noch nicht so lange dabei, gelb-oranger Gürtel, und das Fallen vernünftig lernt, und das ist nicht so schwierig, kann man das machen. Kindergruppen haben wir Mittwoch und Donnerstags. Erwachsenengruppen haben wir nur auf dem Mittwoch ab 19:30 Uhr. Kann man in jedem Alter anfangen, mit jedem Gewicht anfangen. Wir haben mittlerweile Frauen dabei, Männer dabei, Mitte 40, Ende 40, alles zwischen 15 und 45 ist dabei, aber es geht auch älter. Wer Interesse bekommen hat, kann sich bei mir melden, kann mal ins Internet unter Judo Obernkirchen gucken. Jo. Neue Kindergruppe startet jetzt in den nächsten Wochen. Mal in die Zeitung gucken, aufmerksam. 20 Plätze haben wir frei. Erfahrungsgemäß sind die schnell weg. Und wer Interesse bekommen hat, kann einfach mal reinschauen und kann sein Kind da anmelden. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wir versuchen jetzt noch ab und hoffen, es hat Ihnen gefallen. Alles durch. Katharina, Katharina kommt einmal unten, 2 Minuten vor 1 Uhr hoch. Kommen wir. Wir sind alle durch, wenn wir dann am Ende waren. Nee, für den Verein. Aber nicht. Vor allem etwas hier. Ja, wir sind unmittelbar danach. Ich habe Fotos gemacht und wollte kommen und denke, jetzt wird Katharina weg. Die Kinder sind durch Rossmann gelaufen, haben Katharina.